Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Leid, es ist soweit. Ich hoffe, euch gefällt das jetzt heute. Es ist kein Wingelbezogenes Video, um da schon mal zu spoilern. Aber es ist hier, was ich angekündigt habe. Das Summer Breeze Video. Ich laber hier ein bisschen frei von der Leber weg. Das Video wird nicht allzu lang sein. Und ich habe ein paar Bilder reingepackt und schau, was mir dazu einfällt. Es ist noch relativ frisch im Gedächtnis, deswegen wollte ich das jetzt machen, bevor ich euch dann irgendwann im Oktober einen vom Summer Breeze verzapft. Dementsprechend. Bleibt nicht mehr zum Sagen außer Hockzeich herer, Summer mehrer, Geistzeicher Häube auf. Und mir ging an einer ins Ding. Summer Breeze. Genau darin. Da gehen wir rein. Ich muss dazu sagen, Summer Breeze war damals das erste Festival, auf das ich jemals gefahren bin. Das war 2005. Damals war das noch nicht in Abtsgmünd, sondern, ich weiß nicht, in Dinkelsbühl, sondern in Abtsgmünd. Ich weiß nicht, ob das letzte Jahr Abtsgmünd war und die ab 2006 in Dinkelsbühl waren oder ob sie erst ab 2007 in Dinkelsbühl waren. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, jetzt nachgoogeln können, der ist mir jetzt aber gerade erst eingefallen. Ich glaube aber, dass die ab 2.6 schon dort waren. Ich brauche ihn wohl nicht zu erwähnen, dass das Summer Breeze, auf dem ich 2005 war, ein ganz anderes Summer Breeze war, als das, wo jetzt 2024 war. Ist eines der Festivals, wo ich am häufigsten hingefahren bin. Ich war 2005, 2010, 2011. Und dann, glaube ich, seit 2016 jedes Jahr. Ich glaube, so ist es gewesen. Und auch dieses Festival hat sich natürlich verändert. Und dieses Festival hat sich natürlich, so wie die meisten Festivals, nicht zum Positiven verändert. Bei Festivals gibt es immer so, ich weiß es nicht, das ist so diese magische Grenze irgendwie. Keine Ahnung, Festivals werden besser, bis sie 20.000 Leute haben. Dann stagniert es eine Zeit lang. Und spätestens ab 40.000 Leute geht's bergab. Wenn es so große Riesenveranstaltungen werden, wie es jetzt das Summer Breeze in Zwischenzeit auch ist und wie es halt eben auch das Wacken ist, nimmt das ganz viel von dem Zauber, weil du natürlich, ja, je größer die Dinger werden, desto mehr sind sie auf Kommerzoptimierung aus und versteht es mir nicht falsch, ich weiß, so ein Ding zu organisieren kostet einen Haufen Kohle. Von dem Platz, wo es stattfindet, über die Security, was weiß ich alles, ne? Das Equipment, bla bla bla, die Gage der Bands. Es kostet Planung, das ganze Jahr lang arbeitest du im Endeffekt für diese 4 Tage, wo da Konzerte stattfinden. Da muss Kohle reinkommen, ist vollkommen klar. Aber wir haben inzwischen einen Punkt erreicht, an dem das bei vielen Festivals ad absurdum geführt wurde. An manchen Sachen sind die vielleicht nicht hundertprozentig selber schuld, aber dazu später mehr. Genau. Ich habe hier dieses wunderschöne Foto gemacht. Das ist praktisch, es gibt 2 Aufgänge zum Hauptinfield, so einen vorne, wo du praktisch vorne direkt links neben der Bühne rauskommst und dann einen rechts daneben, wo du ganz hinten rauskommst. Ich habe mal lieber den ganz hinten genommen, weil du kannst nämlich einmal außen rum gehen. Und auf der anderen Seite, also wenn du auf die Bühne schaust, rechts, von der Bühne aus runtergeschaut links, ist meistens so, dass du mehr Platz hast und du siehst genauso gut und kannst dich, also wenn du jetzt nicht unbedingt vor den ersten Wellenbrecher willst natürlich. Also ich bin ein alter Mann, ich stehe inzwischen weit hinten, ich bin früher auch immer weit vorgegangen.
Aber dass man Aufwand nicht mehr wert. Ganz ehrlich, noch dazu bin ich ja da hinten, bin ich näher am Bier und näher an den Klos und ne? Mir trampeln keine Leute auf die Füße, es kommen keine Crowdsurfer von hinten. So on. Genau, man kommt da hinten hoch und dann sieht man das. Das ist schön. Ja? Also du kommst da hoch. Dasselbe Ding haben sie, wenn du direkt aufs Infield durch die Schleuse durchkommst, auch. Und ich mag das. Ich finde es schade, dass man einen Zaun drum ziehen muss. Aber ich mag das. Wo wir beim Einlass sind, der ist dieses Jahr das erste Mal anders geregelt worden. Normalerweise hast du dein komisches Bändchen, ne? Diese Stoffbändchen, ihr kennt sie, die man da so hingeklipst kriegt. In der Zwischenzeit beim Summer Breeze immer mit so einem Plastikding. Früher waren es diese Metallteile, die dann so zusammengequetscht werden. In die Plastikdinger praktischer, weil die kriegt man leichter wieder runter, ohne das Bändchen zerschneiden zu müssen, wenn man sich das noch auf die Kutte nähen will oder auf den Hut oder auf die Hose oder wohin auch sonst. Und da gehst du halt dann hin, stehst an und dann zeigst du dem Security-Dude, der da steht, bevor er dich abtastet, zeigst du, dass du das Bändchen hast, dann tastet er dich ab und dann gehst rein. Dieses Jahr hatten sie das erste Mal, dass du an diesem Bändchen praktisch so eine kleine Chipkarte hattest. Und die haben sie ein bisschen wenig benutzt. Ja, also die hast du praktisch benutzt, um da durchzugehen, erstmal durch so eine Schleuse, so hältst du es praktisch an so einen Sensor hin und kommst dann damit durch so ein Drehkreuz durch. Das heißt, die Securities brauchen sich nicht mehr darauf konzentrieren, hat der Dude oder die TUS, die da kommt, hat die Person ein Bändchen, sondern tasten dich nur noch ab und schicken dich weiter. Das ist insofern praktisch, weil das ein bisschen den Fluss beschleunigt. Weil das sind Leute, wenn sie langärmelige Dinge anhaben, so hey, wo ist dein Bändchen? Ach ja, hier, kostet wieder ein paar Sekunden, steht wieder einer länger an. Dieses Jahr hat es noch nicht so fürchterlich beschleunigt, zumindest nicht zu den Stoßzeiten, weil ich glaube, die Leute sich daran noch ein bisschen gewöhnen müssen. Es stellen sich immer Leute an wie der allererste Mensch, dann stehst du da dahinter, dann weiß ich nicht, jetzt habe ich das Bändchen am falschen Arm. Hast du nicht gesehen. Aber an sich keine schlechte Sache. Das Ding hast du auch benutzt praktisch, um die Zugangskontrolle zu den Duschen zu haben. Also konntest du ja dann praktisch diese Shit-in-Shower-Geschichte für 15 Euro auf die Karte laden und dann so auf Duschen gehen, wie du lustig bist. Da war es halt auch so Drehkreuz-Ding dran halten, weil hinten waren halt so Nummern drauf gestanden. Darüber hast du praktisch dein spezielles Bändchen dann praktisch dafür freischalten können. Das hat gut funktioniert. Hat ein paar Minuten gedauert, bis es aktiviert worden ist, aber dann war es Gucci. Und das finde ich angenehm. Weil es gibt nichts, du stehst eh oft irgendwie mal für irgendwas an, gerade wenn du dein Merch kaufen willst oder jedes Mal, wenn du da vorne irgendwas zum Fressen kaufen willst oder Bier kaufen willst oder was auch immer. Das Zusätzliche dann nochmal anstehen, um sich so komische Tickets zu kaufen, zum Duschen gehen in der Früh und dann nochmal anzustehen, um duschen gehen zu können, war nervig, fällt dieses Mal flach. Ist gut. Ich hätte es nur geiler gefunden, wenn man halt einfach mit diesem Ding sagen hätte können, hey, keine Ahnung, ich habe jetzt hier so die App oder so, was weiß ich, und ich lade jetzt auf die Chipkarte, die ich da habe, lade ich halt meine Barne drauf. Und dann kann ich halt über die App für einen Tag die Barne draufladen. Ne? Also, oder fürs ganze Festival, ist ja scheißegal, mit einem gewissen Limit, dass nicht irgendein Trottel, weil es wird die Leute geben, meint, der haut sich dann 300 Euro rauf, am ersten Tag versäuft er 100 Euro, ist so hackenstramm, dass er irgendwie dieses Bändchen abreißt oder sonst irgendwas oder dass der Chip kaputt geht und dann schauen wir im Ofenrohr ins Gebirge. Aber schlaue Leute könnten das dann so machen, dass sie sagen, hey du, ich setze mir 50 Euro Limit, was ich ausgebe am Tag. Und du kannst dann praktisch bei den ganzen Fressständen und bei allem, beim Bierstand und Merchstand und sowas kannst du, um 50 Euro kommst du eigentlich nirgendwo mehr weit, wenn ich drüber nachdenke. Das war mal. Entschuldigung Leute, ich lebe immer noch in den frühen 2000ern, 2010ern, frühen 2010ern. Da lebe ich noch geistig.
wo du praktisch gesagt hast, hey du, ich nehme pro Tag ein Fuffi mit und komme damit wunderbar klar. Kann vorne mir ab und zu was zum Fressen kaufen und mir Bier kaufen und komme mit einem Fotzenrausch wieder zurück in die, oh, jetzt die Monetarisierung wieder weg. Na, Dreck. Egal. Wieder zurück ins Camp und alles ist Gucci. Für einen Fuffi kriegst du auf dem Summer Breeze 10,04er Bier. Und man sagt, ja, mit 10,04er Bier hast du natürlich einen sauberen Rausch beieinander. Ist schon klar, aber du musst natürlich andere Dinge auch noch mit reinberechnen. Ne? Wenn du dann den ganzen Tag vorne stehst, gehst du mal was fressen. Und ganz ehrlich, Leute, ich wollte eigentlich erst später auf das ganze Kohle-Thema kommen, aber bringen wir das Unangenehme erstmal hinter uns und dann noch ein paar schöne Eindrücke vom Festival. Der Besuch des Summer Breeze ist inzwischen dermaßen teuer geworden, dass ich mir überlege, ob ich nächstes Jahr wieder hinfahre oder ob ich die Kohle nicht in die Hand nehme, um eine Woche auf Malle zu fahren oder. Also es gibt, ich komme definitiv, keine Ahnung, mit einem Billigflieger nach irgendwo hin, Pauschalurlaub für das Geld, eine ganze Woche. Überhaupt gar kein Problem. Das ist wild. Denn redet der alte Mann wieder vom Krieg. Ich habe für mein erstes Summer Breeze, glaube ich, 60 € bezahlt. 2005. Sowas um den Dreh. Nagelt's mir nicht drauf fest, aber es war zweistellig auf jeden Fall. Und das Summer Breeze Ticket, das Ticket für nächstes Jahr, kostet 240 €. Ne, für 240 € ist der Flug hin und zurück auf Malle schon bezahlt. Und schon die ersten paar Nächte in irgendeinem Billighotel da in der Nähe vom, ne? Klar, wenn man Bock auf den Saufurlaub hat. Klar zocken die einen dann noch ab, aber ich kann ja dann zum Beispiel Pauschalurlaub da irgendwo in einer der Gegenden machen, wo die günstig hinfliegen, dann lege ich ein paar Euro drauf, damit ich irgendwie 3 Orte weiter bin und dann habe ich einen Strand für mich und die können sich da hinten irgendwie zu irgendwelchen hirnlosen Ballermann-Hits die Rübe weglöten und ich setze mich an den Strand und lasse den Herrgott und Mo sein. Aber ihr habt 240 € für den Ticketpreis. Jetzt haben wir dieses Jahr bezahlt 20 € für unseren Early Arrival Slot. Für die Leute, die nicht auf dem Summer Breeze waren, das haben sie dieses Jahr das erste Mal gemacht. Dadurch, dass die letzten Jahre am Anreisetag, am Dienstag, immer dieses riesen Event war, also dass sie Probleme gehabt haben mit dem Verkehr, alle Straßen irgendwie verstopft waren, haben sie dieses Jahr Early Arrival Anreiseslots gehabt. Das waren immer so 3-Stunden-Fenster. Ich glaube das erste Fenster war glaube ich 2 Stunden, von 8 bis 10. Von 10 bis 13, von 13 bis 16, wenn du am Dienstag anreisen wolltest. Die waren begrenzt. Und wer halt ganz gekriegt hat, der durfte am Dienstag noch nicht auf dem Campingplatz. Die Dinger haben 20 € gekostet, also pro Auto 20 €. Jetzt ist die Sache ist die, letzten Endes kam das obendrauf auf die ganze andere Scheiße schon mal, die man da bezahlen muss. Ich weiß, sie haben sich nicht anders zu helfen gewusst, wie man den diese Anreiseproblematik beheben sollte mit dem Stau. Ich weiß auch nicht, wie das ist von der Organisation her, ob das erlaubt wäre, aber ich hätte ihnen geraten, einfach 2 Schleusen zu machen. Also sie haben ja mehr oder weniger 2 Schleusen. Aber das ist eine Landstraße und du kommst praktisch immer von derselben Seite. Von der anderen kannst du nicht kommen, das ist gesperrt.
Wenn ich die Leute von der anderen Seite auch noch anreisen lasse, kann ich doppelt so viele Leute gleichzeitig aufs Gelände lassen. Und Ratazing habe ich das Problem nicht mehr. Auf jeden Fall die Lösung vom Summer Breeze dieses Jahr war, wir, wir ziehen den Leuten nochmal 20 ab, wenn die am Dienstag kommen wollen. Jetzt ist die Sache, wir haben ja schon einen Campingplatz reserviert. In unserem Fall waren es jetzt knapp 30 Euro pro Nase. Wir haben 3 von diesen Parzellen gehabt. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Leute mehr waren. Und auf jeden Fall, dann die haben wir gut ausgefüllt. Und da waren wir bei 30 Euro pro Nase. Auf die Parzellen hätten 4, 5 Leute mehr auch noch drauf gepasst. Dann wird es halt entsprechend günstiger. Aber jetzt rechnen wir mal mit 30 Euro pro Nase, einfach der Einfachheit halber, für den reservierten Campingplatz. Weil du willst den reservierten Campingplatz, weil inzwischen alle nicht reservierten Campingplätze hinterm Wald sind und da mindestens eine halbe Stunde zu Fuß One-Way unterwegs bist, bis du ins Infield kommst. Da überlegst du es dir 3-mal, ob du kurz zum Essen oder um ein paar Bier zu trinken oder eine Runde Flunkyball zu spielen, ans Camp zurückgehst. Dann bleibst du vorne und das ist dann auch wieder teuer, weil du musst ja irgendwas saufen. Es ist meistens brunzheiß auf diesem Festival und da steht man da vorne, trinkt sein Bier, irgendwann kriegt man Hunger, denkt sich, ja, laufe ich jetzt eine Stunde zurück oder kaufen wir jetzt hier was vollkommen überteuertes. Also sprich, hast du schon 30 Euro für den reservierten Campingplatz bezahlt, den du aber nicht am Dienstag nutzen kannst, obwohl der Campingplatz schon geöffnet ist, wenn du nicht ein 20 Euro Early Arrival Auto-Slot gekriegt hast. Und wenn du dann an die Schleuse kommst mit deinem Early Arrival Slot und deinem reservierten Campingplatz-Ding, dann musst du nochmal 15 Euro pro Person abdrücken für Early Arrival pro Person. Warum auch immer. Ne? Also wir rechnen mal zusammen, wir haben 240 Euro fürs Ticket. Dann haben wir 20 Euro Early Arrival. Vorausgesetzt, sie pumpen den Preis für diese Slots nicht noch hoch nächstes Jahr. Ne? Benefit of the Doubt, nehmen wir die 20 Euro, sind wir bei 260. Dann nehmen wir mal 15 Euro für mich, also mein Auto darf dann drauf. Ohne mich. 15 Euro, damit ich auf den Campingplatz darf, den ich schon bezahlt habe. Brauchen wir nicht reden, oder? Das heißt, ich habe praktisch 275 Euro geblecht, bevor der erste Hering im Boden ist, bevor ich auf dem Campingplatz mal erste halbe getrunken habe, bevor ich überhaupt auf dem Campingplatz war. Da sitze ich noch am Auto, da habe ich praktisch schon 275 Euro geblecht. Dazu kommen noch die Spritkosten, um dahin zu fahren. Das ist natürlich, manche Leute wohnen da eine halbe Stunde weg, das ist nicht so wild. Wir sind so 2,5 Stunden unterwegs. Und je nachdem, aber wenn ein Stau ist, auch länger. Und dann geht's weiter. Ach, du bist da von Dienstag bis Sonntag bist du da dort. Also wenn du dann nicht komplett verasseln willst, dann musst du duschen. In der Zwischenzeit Shit and Shower auf das Ding. Nochmal 15 Euro. Ne? Dann sind wir bei 290 Euro, bevor irgendwas passiert ist. Die T-Shirt-Preise sind lächerlich in Zwischenzeit. Ist wirklich lächerlich. Du zahlst 30 Euro für T-Shirt oder so. Also, da kauft es auch einfach kein Merch mehr. Es ist, ne? Also für ein Festival-T-Shirt. Die waren früher, erinnere ich mich noch, waren Festival-T-Shirts günstiger als die Merch-T-Shirts von den einzelnen Bands. Weil das Festival die ja so, ne? Also, weil die Bands das ja als ihre Haupteinnahme, also Teil ihrer Haupteinnahmequelle für die einzelnen Bandmitglieder haben. Ne? Aber, und Wayne. Das heißt, ich bin praktisch runden was auf 300 Euro auf, ohne Sprit, bevor ich irgendwas gemacht habe auf diesem
auf diesem Festival. Und jetzt ist es natürlich so, Gott bewahre, ich will da vorne irgendwas fressen. Ne? Wie gesagt, 5 Euro für 0,4 Bier. Es war Gott sei Dank wenigstens Mönchshof. Mönchshof ist ein sehr gutes Bier. Kann man ihm geben. Aber 5 Euro für 0,4er Bier ist eine Unverschämtheit. Leute, das sind Wiesenpreise. Fast Wiesenpreise. Aber 0,4er Bier, 5 Euro. Ne? Bis ich da auf eine Mast komme, bin ich auch 12 Euro los. Ne? Dafür kriege ich hier einen ganzen Kasten Oettinger. Prost, by the way. Und dann kommen die Fressstände. Und bei den Fressständen, da gibt es einige wenige weiße Schafe in der schwarzen Herde. Ganz ehrlich, so rum ist es. Die Fressstände auf diesen Festivals haben in den letzten Jahren sich gedacht, so, alles wird zu teuer. Ja, dann hauen wir halt einfach mal 50% drauf. Und jetzt kommen natürlich einige von euch, die sagen, ja, ist ja wirklich alles so teuer geworden. Die müssen ja auch schauen, wo sie bleiben, bla 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 bla. Jetzt ist es aber wirklich komisch, dass gerade die Stände, die die 0815 Retorten-Scheiße verkaufen, die Stände sind, die preistechnisch am meisten draufgeschlagen haben. Ne? Wenn du da irgendwo hingehst und du willst irgendwelche Frühlingsrollen, die sie in irgendeiner Fritteuse rausgeschissen haben, wo die den 3-Kilo-Sack im C&C Großmarkt oder in der Metro für einen Zehner gekauft haben und dir dann 5 davon für 8 Euro hinlegen, dann können die sich mal ganz gewaltig ins Knie ficken. Oder ich bin an einem Stand vorbeigegangen, da wollten die 8 Euro für eine Portion Pommes. Also so belgisch können diese Portionen Pommes überhaupt gar nicht sein. Dass ich 8 Euro, ganz ehrlich, wer 8 Euro für eine Portion Pommes ausgibt, scheißegal ob belgisch oder nicht, der hat sie nicht mehr alle. Kauft euch mal Tiefkühlpommes im Supermarkt. Die Premium-Variante. Dann macht ihr die und verteilt die auf so ein paar Tüten. Und dann dann rechnet ihr pro Tüte 8 Euro und dann schaut ihr mal, was da für eine Marge rumkommt. Digga, da kommt eine massive Marge rum. Also so krass kann das nicht sein, was an Energiekosten mehr drauf gekommen ist. Klar, die Festivals verlangen mehr. Entschuldigung, die Festivals verlangen mehr für ihre Slots, also wo du dann, ne, die haben ja einen begrenzten Platz an Stellplätzen für diese Fresswägen. Kann man alles berücksichtigen. Sollte man auch berücksichtigen und dann sieht man auch, okay, das muss ein bisschen teurer werden. Aber ich glaube, viele von denen halten uns für dumm und ich glaube, sie haben recht. Weil sie würden das nicht tun, wenn die Leute das nicht bezahlen würden. Ihr habt das 2022 gemerkt auf dem Summer Breeze. Die haben ja da auf dem Campingplatz diese eine Bühne dahin gebaut, diese Campsite Stage. Und an der gab's, also da gab es früher Pommes irgendwie 2019 für, ich glaube, 4 Euro. Portion Pommes für 4 Euro. Ist immer noch teuer für eine Portion Pommes, aber man hat gesagt, ja, Festivalpreise, gut. 2022 gehe ich dahin, kosten die Dinger 6 Euro. Einfach mal über die Pandemie so einfach, ne? 2 Euro draufgelegt. Auf den Preis ist er praktisch um 50% teurer geworden. Und dann gibt er mir die Pommes und sagt, hey, ich hätte gerne noch Mayo dazu. Sag ich, ja, es kosten 50 extra. Ja, dann fick dich einfach. Das ist einfach. Am Ende des Festivals, es hat sich natürlich herumgesprochen. Am Ende des Festivals, am letzten Tag, Quelle Surprise haben auf einmal die Pommes 4,50 gekostet. Mit Mayo. Das ist eine der wenigen Male, dass ich mitgekriegt habe, dass sich die Leute nicht haben verarschen lassen, weil einfach keiner mehr hingegangen ist. Und die sind auf ihren Pommes einfach sonst hocken geblieben und gesagt, weg damit.
Aber inzwischen hat sich das alles wieder normalisiert und die Leute können uns abzocken, so wie es halt immer ist. So wie es immer ist. Die Regierung erhöht die Steuer auf Zigaretten ja nicht von heute auf morgen irgendwie so, sondern wenn die merken, sie haben es zu viel erhöht, die wollen ja die Steuereinnahmen von den Rauchern schon haben, denen ist ja auch vollkommen wurscht, ob die Leute Ex gehen. Und überall wird dann geschaut, und da haben sie es einmal so sehr übertrieben, dass die Leute auf einmal zu viel abgeschreckt haben. Aber inzwischen vollkommen Wayne. Ich habe andere Stände gesehen, Stände, die ich kenne seit Jahren, ja, fast Jahrzehnten. Und die Preisentwicklung über die, sagen wir, letzten 19 Jahre verfolgen konnte, wo es damals irgendwie mit 4 Euro angefangen hat und dann irgendwo bei 6 Euro war vor der Pandemie und nach der Pandemie auf einmal 9 Euro und dieses Jahr waren es 11. Und das halt wild. Das halt super wild. Und das nicht alles mit der Inflation zu tun hat und mit den Energiepreisen und den ganzen anderen Klump, sondern geplante Abzocke ist, beweist euch ein Stand. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, der hier war's. Dieser Stand. Wenn ihr auf ein Festival geht und ihr seht diesen Stand, geht dahin, unterstützt die Leute, die haben's drauf. Die waren nämlich schon immer einer der besten Stände, egal ob sie auf dem Wacken waren. Ich habe sie auf dem Rock im Park 2012 gesehen, also da sind die offensichtlich auch auf dem Breeze, sind die auch jedes Jahr am selben Platz. Die sind auch, ich glaube, in München auf diesem mittelalterlichen Christkindlmarkt habe ich sie mal gesehen. Unterstützt die Leute, weil, und jetzt kommt der Knaller. Vor Pandemie hat dieser sogenannte Barbarenspieß, für die Leute, die es nicht wissen, was es ist so ungefähr so ein 30 Zentimeter langer Spieß. Und 40 Zentimeter. Und da sind so große Stücke Putenfleisch drauf, mit so ein bisschen Platz dazwischen und dann wird so eine Teigwurst darum gewickelt. In diese Hohlräume dann praktisch einmal außenrum zwischen den, ne? Und das wird dann, ich weiß nicht, ob es gebacken oder gegrillt oder frittiert wird. Ich glaube, es wird frittiert. Das schmeckt sehr frittiert. Ja, wurscht, wie sie es herstellen. Ich glaube, sie frittieren es. Und das ist sehr köstlich. Und die haben vor Pandemie 6 Euro gekostet und dieses Jahr, also 2 Jahre nach Pandemie, 7,50 Euro. Und die würden da nicht hingehen, wenn es sich für sie nicht lohnen würde. Also offensichtlich verdienen die da Geld damit. Und zwar genügend, um zu sagen, das ist ein Hauptberuf. Ne? Noch dazu sind diese Sachen wenigstens selbst gemacht. Die machen den Teig selber. Ne? Die Puten züchten sie wahrscheinlich nicht selber, aber die holen sich das Fleisch, die würzen das selber. Im Gegensatz zu den anderen Trollos, hier Pommes und Frühlingsrollen-Arschlöchern, die Scheiße einfach im Großmarkt kaufen, hinten in der Kühltruhe drin haben und dann einfach nur diese Billo-Scheiße, die du wirklich beim Lidl in der TK-Truhe finden kannst, für ein paar Cent das Stück da reinschmeißen und dir für einen vollkommenen Mondpreis verkaufen wollen. Leute, es ist wie bei Videospielen. Vote with your wallet. Leute, geht's hin und kauft nicht die überteuerte Scheiße. Kauft auch nicht bei irgendwelchen Hyopies, die der Meinung sind, sie können dir einen wirklich 0815 Retortenburger, auf dem alles vom billigsten ist, verkaufen für 10, 11 Euro, nur weil da, im Übrigen das Düdelüdü, wenn ihr es gehört habt, das war jetzt irgendwie, ne, mein Headset, nur weil das Bun irgendwie schwarz eingefärbt wurde für 1 Cent pro Bun. Und ihr dann schwarze Pommes kriegt. Und dann ist auf einmal 50-60% mehr wert. Horse Shit, Leute. Horse Shit.
lasst euch nicht verarschen von diesen Leuten. Ganz ehrlich, wer mir dann sagt, ey, keine Ahnung, so ein Döner auf dem Festival, wo ich am Spieß schon sehe, das ist einer von diesen reinen Hackfleischspießen, Hartindustrie-Dinger, wo mehr kleingeschrubbelter Knorpel als alles andere drin ist und dann 11 Euro dafür verlangt. Ne? Ist wild. Das Einzige, was ich gesagt habe, was wirklich, sagen wir mal, teuer ist, aber wo es sich für mich noch halbwegs rentiert hat, obwohl es hier jetzt auch teurer war, sind die hier. Die Simon Steiner, die waren nur auf dem Campingplatz draußen, die habe ich auf dem Rockarts schon gesehen. Ich glaube, ich habe in einem einen Video schon mal drüber geredet. Die haben diese sogenannten Viking Burger. Ne? Hier, diese hier. Viking Burger. Und wenn ihr euch wundert, warum hier Viking Burger so relativ hell in der Farbe ist und die 1350 relativ ein bisschen dunkler und fresher aussieht, dann liegt es daran, dass die in dem Monat zwischen dem Rockharts und dem Summer Breeze aus 12 Euro 13,50 gemacht haben. Was auch wild ist. Also nochmal 1,50 drauf. Ich weiß nicht, weil die der Meinung sind, auf dem Breeze kann man mehr verlangen oder so, keine Ahnung. Also ich fand das dann da schon grenzwertig, dann auch vom Preis her. Man wird satt von dem Ding. Ne? Also man wird wirklich satt. Und er schmeckt auch gut. Aber ich hätte da für 13,50, weiß ich es nicht. Für die 12 Euro fand ich es gut. Ich muss dazu sagen, man bestellt sich dann da irgendwie Chili Cheese Fries dazu, die kosten 6 Euro. Das ist auch schon hart an der Grenze. Aber es ist halt Chili Cheese Fries, da kommt die Käsesoße noch drauf und Jalapenos, aber trotzdem 6 Euro sehr teuer, aber die sind gut, sind so Curly Fries. Das ist wirklich an der obersten Schmerzgrenze dessen, was ich sagen kann, okay, aber auch nur, weil ich dann davon wirklich den ganzen Tag satt bin. Und aber wie gesagt, Leute, wenn ihr irgendwo auf dem Festival seid und ihr habt Hunger und ihr seht das, da hingehen, das sind Ehrenmänner und Frauen, die bitte unterstützen. Und kauft nicht irgendwelche komischen belgischen Pommes für 8 Euro. Also es sei denn, die geben euch einen Eimer davon. Für 8 Euro. So dann mag sein. Gut, genug über die Preisgestaltung gerantet. Also wie gesagt, wenn ich dann da zurückkomme, dann bin ich 600 Euro los, wenn ich vorsichtig rechne. Man nimmt ja auch noch Sachen mit. Du nimmst ja dann auch Bier mit. Wir haben für 60 Euro Bier mitgenommen. Und nimmst dann selber noch was zu fressen mit. Du hast ja auch Ausgaben, ne? Noch zusätzlich zum Sprit und allem anderen dran. Wenn du dann alles zusammenrechnest, dann kommst du pro Nase irgendwie auf 700, 800 Euro. In Zwischenzeit, wo du früher gesagt hast, keine Ahnung, 60 Euro für das Ticket, 50 Euro fürs Bier und dann ein bisschen Fressalien, dann bist du 4 Tage da, sagen wir, du bist 5 Tage da, Fuffi pro Nase sind 250 Euro, da bist du irgendwie, keine Ahnung, da bist du halt mit 400 Euro easy klargekommen, also die Hälfte. Und das ist halt 10, 12 Jahre her. Nicht einmal. Also inzwischen ist es halt leider kein Budget-Urlaub mehr. Und das war immer einer der Dinge, warum ich es auch so gerne gemacht habe. Klar, die Atmosphäre, die Leute, die Musik, das Feeling. Es ist halt auch so ein Szene-Ding. Ne? Aber
einer der Pluspunkte ist natürlich gewesen immer, dass es echt ein relativ günstiger Urlaub war, in dem du viel Spaß hattest und wo eigentlich immer Programm war. Und ich immer entscheiden konntest, gucke ich jetzt eine Band oder keine Ahnung, spiele ich Bierpong oder hocke ich mich einfach nur unter dem Pavillon, unterhalte mich mit den Leuten, können Karten spielen da, wir können Räder schlagen, sonst irgendwas. Wir haben an so einer langen Schnur Bierdosen 2012 auf dem Wacken aufgespießt und haben die am Fahnenmast hochgezogen. Du kannst so viel Gaudi haben mit den Leuten, je nachdem, wie kreativ so die Gruppe ist, mit der du unterwegs bist. Für einen relativ kleinen Taler eigentlich. Also konnte man früher und das ist halt heutzutage nicht mehr drin. Dementsprechend, wie gesagt, ich überleg's mir, ob ich mir die Barne dann nicht einfach spare. Beziehungsweise dann halt für einen anderen Urlaub ausgebe. Aber nun, zwei meiner Highlights, über die ich kurz reden wollte. Ich habe noch mehr Highlights gehabt, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, mein absolutes Highlight dieses Jahr im Summer Breeze waren Behemoth. Behemoth waren so großartig und zwar auch aus Nostalgiegründen. Denn ihr erinnert euch, ich habe euch gesagt, 2005 auf dem Summer Breeze war mein allererstes Festival. Da haben Behemoth gespielt. Irgendwie am frühen Nachmittag, relativ kleine Bühne damals noch. Und dieses Mal waren die halt irgendwie um 10 nach 7 oder sowas dran, oder in dem Bereich. 7 Uhr abends. Und absolut großartige Bühnenshow. Absolut geil. Ich war komplett geflasht. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Behemoth waren wirklich mein absolutes Highlight. Und jetzt merkt man wieder, dass ich kein professioneller Influencer bin, weil ich habe vor lauter es geil finden einfach nicht dran gedacht, ein Foto zu machen. Ich habe von ein paar anderen Sachen Fotos gemacht. Ich zeige jetzt zwei davon. Aber ich habe bei Behemoth einfach straight up vergessen, ein Foto zu machen. Weil es einfach so geil war und ich einfach das Konzert so genossen habe. Eine Band, die auch ein weiteres Highlight war, die eigentlich immer ein Highlight ist, das heißt immer, ich habe sie erst zweimal live gesehen. Ich habe sie letztes Jahr irgendwie in München gesehen mal. Und die haben dieses Jahr hier wieder gespielt, sind diese hier. Das irgendwie wild zusammengewürfelte Band von Leuten aus verschiedener Nationalitäten und die machen da einen auf, ja, was weiß ich, geschichtlich schrägstrich mythische Figuren. Irgendwie jeder hat so sein Ding. Der Sänger soll wohl irgendwie so angelehnt sein an, ihr seht es hier an, ne? Ne? Da seht ihr es. Bisschen an den Film Gladiator, ne? Den Hauptcharakter da draus. Dann hast du hier links daneben ist so ein Kreuzritter, der Typ ist Franzose, ich glaube der Sänger ist Österreicher. Der links, dieser Kreuzritter-Typ ist Franzose. Ich weiß nicht mehr, am Schlagzeug war ein Grieche, glaube ich, der so als Spartaner verkleidet war und das rechts ist irgendwie so ein Wikinger. Ich weiß nicht, ob der Schwede ist. Aber es ist so ein Wikinger. So ein Zombie-Wikinger irgendwie. Aber auch cool. Jetzt denkt ihr euch, warum sind die ein Highlight? Ich sage euch, warum die ein Highlight sind, weil ich höre alle möglichen Genres im Metal. Ich mag halt wirklich ganz gern auch mal zwischendurch so einen klassischen, klischeehaften Power Metal. À la Hammerfall. Jetzt ist das mal das Problem, ich besitze 2 Hammerfall-Alben. Von dem Rest habe ich schon sehr viel gehört und ich habe Hammerfall, keine Ahnung, 10-mal live gesehen. Und die haben sich ausgelutscht in der Zwischenzeit. Und die sind auch, ich habe es ja dieses Jahr auch wieder auf dem Summer Breeze gesehen, die war so eine Surprise Act. Und es ist halt jedes Mal, wenn die ein neues Album rausbringen, denke ich mir so, warum? Ich habe doch schon 2 Alben von euch. Ich kann mir die auch so anhören. Es ist immer wieder das Gleiche.
wenn man die Band mal, keine Ahnung, 25 Jahre lang gehört hat, dann denkt man sich, ja. Und die Walkings sind meiner Meinung nach die besseren Hammerfall. Das ist für die Leute, die früher sehr gerne Hammerfall gehört haben und die sich immer gerne irgendwie auf dem Festival angeschaut haben und die sich jetzt denken, ja, die brauche ich eigentlich nicht mehr sehen. Also ich habe genug davon. Ich hätte gern Power Metal, aber so ein bisschen anders. Und den Leuten kann ich wärmstens diese Band empfehlen. Wenn die irgendwo mal spielen, die machen Spaß zum Zuschauen, die haben coole Kostüme und ja, und die Musik ist natürlich auch einfach richtig, richtig gut. Richtig, richtig geil. Ja, und definitiv eine Empfehlung. Und mein zweites Highlight, Lordi. Leute, ich bin Lordi-Fan seit dem ersten Album eigentlich. Ja, seit dem ersten Album. Und die Band macht eigentlich alles richtig. Die schaffen es seit über 20 Jahren, mehr oder weniger immer denselben Stiefel zu fahren, ohne abgefuckt, abgedroschen und langweilig zu werden. Und die machen live einfach auch richtig Spaß. Der Typ ist sympathisch, wenn er dir irgendwelche Storys erzählt, warum er so ein kleiner, dicker Mann ist. Ja, der ist laut eigener Aussage dick, dick, dick. Und der ist eigentlich wirklich relativ klein, aber der hatte so 30 Zentimeter Plateauschuhe immer an. Und ja, was soll ich sagen? Die Stimmung mit dieses ganze Monster-Thema, es ist ein bisschen cringe, aber es ist ein bisschen, es ist die Erwachsenen-Version von als Kind im Disneyland oder irgendwo auf der Kirmes da durchs Geisterhaus zu laufen. Es ist schön einfach. Es ist so ein bisschen, ich kann es nicht beschreiben, es ist so ein bisschen Fühli-Ding für mich. Ich hab das gern. Und die Stimme von dem Typen ist relativ einzigartig. Ansonsten ist es einfach so ein klassischer Metal mit so wirklich straightforward die Riffs ins Gesicht und das ist schön. Was ich auch sehr gut fand, dieses Jahr war Dark Tranquillity. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der Dude hat auch, die haben irgendwie ein neues Album released. Das ist praktisch released worden, während die da gespielt haben. Große Party. Das ist auch ein sehr sympathischer Frontmann. Ich finde das immer wichtig bei so einer Band, dass der Frontmann sympathisch ist. Wenn ich den Frontmann unsympathisch finde, dann ist schon mit dem Feeling auf dem Konzert nicht mehr so geil. Ich finde zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben uns Lord of the Lost angeschaut, die haben wirklich sehr gute Songs, der Typ kann auch extrem gut singen, aber ich halte den für ein arrogantes, unsympathisches Arschloch und das schwingt immer so ein bisschen mit. Ne? Wenn ich dann da stehe, denke ich mir so, ja, die Mucke ist schon geil, aber du bist halt dick einfach. ähm, und das geht bis zu Bands, die ich mir absolut nicht anschauen kann, scheißegal, was sie spielen, keine Ahnung. Ich werde jetzt vielleicht ein paar Leute abstoßen, aber zwei Bands aus einem meiner Lieblingsgenres, deutscher Mittelalter-Metal, kann ich mir nicht mehr anschauen. Einfach nur, weil ich die Frontmänner so fürchterlich unsympathisch finde. Und das sind einmal in Extremo. Der Typ war schon immer ein arroganter Penner, der einfach sehr viel mehr von sich gehalten hat, als er tatsächlich kann. Der kann nämlich streng genommen einfach nicht singen. Auf Deutsch schon nicht und in anderen Sprachen, Oida, da zieht sie die Zehennägel auf. Der hat ein paar Songs, die wirklich so auf ihn zugeschnitten sind, dass er mit seiner kaputt gerauchten, versoffenen Stimme das irgendwie runterraddeln kann. Aber ich weiß auch nicht, wie viel dann da hinten bei der Aufnahme noch an den Schrauben gedreht werden musste, dass sich das gut anhört. Live hört er sich immer an wie Arsch und Friedrich und dazu ist er einfach wirklich ein arroganter Penner. Und das kann ich nicht haben. Und
wen ich noch weniger mag, wirklich die Krönung der Bands, was ich mir einfach ums Verrecken nicht anschauen kann, ist Saltatio Mortis, weil der Typ, der hat einfach so ein Backpfeifengesicht, so eine arrogante Dulli-Attitüde, ganz ehrlich, dieser Spruch, Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden, der hätte auch von dem Typen kommen können. Ich krieg bei dem seine Arroganz, das ist wirklich auf Wingel-Level. Klar, der ist nicht so dumm und der hat tatsächlich was erreicht in seinem Leben, aber ich kann so Leute nicht ausstehen und ich kann mir das dann nicht anschauen. Die könnten den besten Song der Welt rausbringen, ich würde mir die live im Leben niemals geben, weil ich mir einfach denken würde, ich würde gern einfach, ne, ein Bier ausgeben. Ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und tja, wir haben uns dann am letzten Tag, wir haben noch Subway to Sally gespielt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und war noch gut. Amon Amarth, die weltberühmte schwedische Techno-Band, wer kennt sie nicht? Die waren auch wieder sehr lustig, weil auch da ist wieder das Gegenteil der Fall. Der Sänger von Amon Amarth auf der Bühne hat einfach die allergrößte Party. Immer noch Jahrzehnte nachdem die das erste Mal auf der Bühne standen, hat er immer noch die größte Party und ist super sympathischer Dude und lacht und grinst und feixt und reißt Witze zwischendurch und dann kommt diese natürlich so ein bisschen edgige Viking-Metal-Geschichte da rein. Ist alles wieder, alles ist Krieg. Und das macht halt einfach Laune. Und ich finde, wie gesagt, ich finde das extrem wichtig, dass eine Band einen sympathischen Frontmann hat, weil damit steht und fällt letzten Endes tatsächlich sogar Ed Sattler ein bisschen für mich persönlich das Feeling beim Konzert. Klar, auf dem Album ist es wieder eine ganz andere Sache, wenn du so eine Band einfach nur auf dem Album kennst und die Songs sind geil und passen und so und die Stimme ist gut und dir gefällt es halt einfach. Ich habe das auch schon gehabt irgendwie, keine Ahnung. Wie gesagt, bei In Extremo hatte ich das einzig gute Album von denen damals gehabt. Gott, wie hieß es denn? Sünder ohne Zügel. 2000 oder 2001, was das rausgekommen ist. Und ich habe die dann damals gesehen, auch in München auf dem Tollwood, und dachte mir, ja, die haben das gespielt, aber der Typ ist ein Penner. Und das war halt einfach, das hat mir so ein bisschen die Konzert-Experience versaut. Das hat mir einfach so ein bisschen ins Bier geschissen an dem Tag und das fand ich nicht geil. Dementsprechend, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt sind wir bei 48 Minuten. Leck mich am. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es nicht um Wingel geht. Wenn ihr auch mehr von diesen Sachen mal haben wollt oder so, oder wenn ihr generell Bock habt, haut mal ein Abo raus. Das ist das erste Mal überhaupt in meiner kompletten, in Anführungsstrichen, YouTube-Karriere, dass ich das sage. Aber haut mal ein Abo raus. Ich habe in letzter Zeit eigentlich mehr Abos verloren, als ich dazu bekommen habe. Ich verstehe auch warum. Ne? Ein bisschen so meiner Core-Fanbase vergrault und das nehme ich denen auch nicht übel, aber also wenn es euch bockt, ja, einmal rausscheppern, schmeißt mal Edzardler Abo raus. Und ansonsten wünsche ich euch vielleicht, wenn dieses Jahr noch irgendwo eins angesagt ist, ein kleines, noch viel Spaß auf euren Festivals dieses Jahr oder später nächstes Jahr. Lasst euch nicht abzocken. Ja? Vote with your wallet. Medal of.